Der kleine US-Bundesstaat Delaware steht auf der Platz 1 von der Steueroase weltweit. Und noch der Grand Duché Schweiz und Cayman-Inseln machen das steuerflüchtige leicht. Die 3 Länder landen auf den Plätzen 2 bis 4 und auf der 5. Platz findet Großbritannien mit seiner konzentrierter Finanzindustrie zu London. An ihrer Etude vom Netzwerk Steuergerechtigkeit zu Berlin haben Wissenschaftler und Experten die rechtlichen Konditionen für 60 Steueroasen weltweit mit verglichen. Damit sind dann aber auch Großfinanzplätze wie London oder die USA an Visier geregelt, die weltweit zu Steuer- und Kapitalflucht beitragen. Das tschechische Verfassungsgericht hat klar von den euroskeptischen Deputierten gegen den Lissabon-Vertrag aufgewiesen. Der Vertrag geht nämlich nicht gegen die tschechische Verfassungsordnung verstoßen, heißt es an der Erklärung. Mit dieser Decision ist der WLO frei für die Unterschrift vom tschechischen Präsident Václav Klaus. Mit dem Lissabon-Vertrag gehen dann auch 2 neue EU-Spitzenpositionen geschaffen, die extra Summe voraussichtlich geplant für die kommende Woche bestimmt sollen gehen. Nach seinem Rückzug vom Oppositionsführer Abdullah hat die afghanische Wahlkommission den Präsident Karzai zum Wahlwanker gewählt. Hier hat die Majorität von den Stimmen am ersten Wahlgang erreicht, aber er hat den einzigen Kandidat am zweiten Wahlgang gewählt. Das Decision wie am Akkord am Wahlgesetz an der Verfassung getroffen gehen. Den UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, den zu einer nicht ungekündigter Visite an den Afghanistan gereist war, begrüßt die Decision. Die US-Regierung gesagt am Karzai der rechtmäßige Staatschef am Hindukusch.